Hallo zusammen, hier ist Crown Cletus oder Chris. Ich hoffe, es geht euch gut, hoffentlich alles klar bei euch. Aus aktuellem Anlass möchte ich kurz ein Thema ansprechen, das jetzt gerade nicht das Gameplay ist. Darum werde ich später auf das zurückkommen. Ich hoffe, ihr könnt das verschmerzen. Und ihr entschuldigt meinen Ausflug in die aktuellen Neuigkeiten. Und zwar gestern oben ist es rausgekommen. Im ersten Moment habe ich echt fast gekotzt, als ich es gehört habe. Oculus VR ist von Facebook gekauft worden. Wir erinnern uns vielleicht an das Oculus Rift, das ist ja hier die 3D-Brille. Sie sind hier ja ziemlich Pioniere in der Virtual Reality. Auch seitdem, dass in den 90er Jahren das Zeug nicht wirklich zum Fliegen ist gekommen. Und ja, Facebook ist momentan ein bisschen auf Einkaufstour. Sie haben sich ja WhatsApp einverleibt und bisher ist eigentlich noch nichts Negatives passiert, was ich sehr positiv finde. Aber gleichzeitig weiss man natürlich nicht genau, ob sie dann vielleicht gleich mal Werbung in WhatsApp schalten oder sonstige Sachen sammeln oder dein Telefonbuch rausschnüffeln. Das haben sie auch schon gemacht. Facebook ist einfach in meinen Augen nicht dafür bekannt, dass sie geile Sachen sind. So einfach ist es eigentlich, oder? Ich meine, am Anfang alle ein bisschen gehypt von Facebook und man hat es ein bisschen cool gefunden. Man hat vielleicht, wenn man ein bisschen älter war, Leute getroffen, die man schon länger nicht mehr Kontakt hatte, ein bisschen gesehen, was in denen ihrem Leben abläuft und so. Und die Jüngeren sind reingewachsen ins Facebook. Aber ich meine, ja, irgendwie ist das auch nicht mehr so das Wahre. Oder vielleicht bin ich da ganz auf einem anderen Kurs als der Mainstream. Und irgendwie muss halt jetzt Facebook probieren, so ein bisschen gleich trendy zu bleiben, ein bisschen cool zu bleiben. Wieso nicht WhatsApp reinziehen, wieso nicht Oculus VR reinziehen? Oh Gott, Mann, für 2 Milliarden haben sie diesen Laden geschluckt. Und der Palmer Luckey, der junge Bürste, der die Firma eigentlich gegründet hat, der hat sowas von einer goldigen Nase, und zwar dreifach beschichtet, Minimum. Und er noch Diamantbeschichtung drüber. Der hat also ausgesorgt. Und wenn man sich überlegt, dass Oculus eigentlich mit Geldern von Kickstarter ursprünglich gegründet worden ist, dass sie ursprünglich mit Crowdfunding Geld gesammelt haben, um das zu fliegen zu kommen. Und jetzt haben sie ihre Firma für 2 Milliarden können Facebook verkaufen. Hey, das ist nur gut. Nicht gross investieren und richtig dick absahnen. Irgendwie hat der Typ seine Seele verkauft, der Palmer Luckey, habe ich das Gefühl. Der Zuckerberg, Merkel hat auch ein bisschen geschleimt oder irgendwie sonstige Versprechen gemacht. Und bevor ich mir jetzt dort fest verspreche, würde ich sagen, ja, lassen wir das Thema mal so stehen. Ich weiss es nicht genau. Vielleicht ist es ja auch positiv, weil was sie in der Pressemitteilung haben geschrieben, Oculus VR, ist, dass sie jetzt natürlich unendlich viel Geld und Ressourcen zur Verfügung haben, theoretisch, um das bestmögliche Virtual Reality Headset zu erstellen. Auch vorher haben sie schon ein bisschen Geld gehabt, um etwas zu entwickeln. Die 16 Millionen oder so, die man dort einfach mal so in den Arsch geschoben haben, sind sicher auch nicht unbedingt ein kleines Pätzchen gewesen. Aber eben, ich weiss nicht genau, wie viel Gelder das in Entwicklung stecken und all das. Darum sind es nur Vermutungen. Aber eben, Facebook ist einfach so ein bisschen ein Mainstream-Hure und Oculus VR ist einfach für die Hardcore Virtual Reality Enthusiasten jetzt am Anfang mal gedacht. Und klar hätte sie auch noch auf dem Mainstream aufsteigen müssen, um genug Absatz- oder Verkaufszahlen zu erreichen. Ja, ich weiss es nicht genau. Ich bin echt gerade so ein bisschen im Unklaren, was ich davon so halte. Es kann auf jeden Fall auch gut rauskommen. Aber häufig ist es eben schon so, wenn so grosse Firmen gewisse kleinere Firmen schlucken, die vielleicht eine gute Demo hatten oder so, die verschwinden zum Teil einfach leider auch. Und ich denke jetzt nicht, dass das hier wird passieren. Weil letzte Woche, nachdem das Sony ihr Projekt Morpheus angekündigt hat, also ihr Virtual Reality Headset, einen Tag später hat man die Entwicklerversion 2 vom Oculus Rift bestellen. Zum gleichen Preis mehr oder weniger. Ich glaube, wenn man das Verschicken noch draufrechnet, so sind es $425. Dann bekommt man dann im Juli Version 2 mit 1080p Auflösung. Es hat besseres Tracking, kleinere Latency und alles zusammen. Also eben, Oculus ist eigentlich voll im Prozess, ihr Produkt noch auszuarbeiten, aber gleichzeitig auch schon wieder Testversionen zu verkaufen, bessere Testversionen. Und ich hoffe nicht, dass das Facebook einfach so wird stoppen. Aber eben, wenn du mal überlegst, Google hat ja vielleicht auch Interesse gehabt. Und eigentlich hätte ich es cooler gefunden, wenn sie zu Google wären gegangen. Keine Ahnung wieso. Google scheint einfach so ein bisschen technologisch zukunftsorientierter zu sein, weil Facebook ist schlussendlich einfach
bisschen Daten sammeln, die gut verkaufen und mit dem Geld verdienen. Also, ja. Ihr merkt es, ich bin wirklich gar nicht so positiv wegen diesem Deal. Fuck, ich glaube es gar nicht. Er hat sicher echt seine Seele verkauft. Aber wie gesagt, vielleicht werden wir positiv überrascht. Ihr werdet sicher im Juli ein Video von mir sehen, wenn ich hier das Oculus Development Kit 2 ausprobiere. Ich werde sicher wieder extrem geflasht sein. Endlich sieht man die Gitternetzlinie nicht mehr. Die Auflösung ist besser, das Tracking ist besser, all das, wie ich erwähnt habe. Und dann gibt es dann vielleicht noch eine positive Überraschung, dass Facebook dafür sorgt, dass das Oculus Rift nachher anstatt für $500 für $200 rausgelassen wird, weil es noch ein bisschen quer subventioniert wird oder so. Ich weiß es nicht genau. Habt ihr gesehen, ich weiß wirklich eigentlich nichts. Ich habe einfach die Nachrichten gestern gelesen und dann im NeoJeff noch ein paar Meinungen dazu gelesen im Forum. Und ja, eben, es gibt schon viele, die nicht so begeistert sind. Und ich finde, es gibt auch Grund, nicht so begeistert zu sein. Aber die Zukunft steht offen, wie so oft. Und sollte das dann eine verdammte Bruchlandung werden, wäre es schon hure schade. Wäre es wirklich hure schade. Aber wir werden es sehen. Virtual Reality ist nicht das erste Mal auf dem Ranzen gelandet. Es hat schon Menge probiert, dort etwas zu starten. Wow, es war einfach wirklich nice, das Turnier. Gestern friedlich am Reaper of Souls spielen, Diablo. Gerade der Malfail endlich gekillt, mal ein bisschen News gecheckt und dann die Info. Fuck my life. Ich habe gedacht, hey, das ist wirklich richtig Straub. Ich muss mich jetzt aber wieder beruhigen und versuchen, gerade in den Fluss vom Spiel reinzukommen mit der Erklärung. Vor Klasse würden wir doch gerade mal starten. Sorry, mein kurzer war, weil ständig mein Bildschirmschoner sich aktiviert. Obwohl ich hier eigentlich ein Video am Schauen bin. Anyway, die Sache ist die, Level 50 bin ich, habt ihr sicher gesehen, von Press ist 2 auf 3, muss man ja eben ein paar Kills mit der Pumpe machen und ich hatte echt ein bisschen Mühe gehabt, weil ja, weitläufige Maps, man ist sich gewöhnt auf Distanz eigentlich zu fighten, selbst mit der Maschinenpistole kannst du über gut mittlere Distanz Gegner fertig machen und Pumpe verlangt einfach logischerweise ganz eine andere Spielweise. Und dort habe ich dann gemerkt, dass der Schalldämpfer und das Stealth Kit mir einen guten Dienst erweisen, weil ich so annähernd eine Chance habe, genug näher an die Gegner zu kommen, um sie dann abzukassieren. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Wege, die man muss wählen muss, um zu den Gegnern zu kommen, auch ganz anders sind natürlich, als mit Distanzwaffen, die halt eben über die halbe Map oder sogar zum Teil über die ganze Gegner abkassieren, wo hingegen mit der Pumpe musst du halt herschleichen. Und dort ist natürlich das ganze Map-Design vom Titanfall schon hilfreich, weil durch die ganzen Gebäude und auch verschiedene Sichtschutz, die man hat, kann man sich als Pumpimann ziemlich gut an die Gegner herpirschen und ihr könnt es selber, wenn ihr näher so hinterlistig von so einem scheiß Pumper, der eventuell nur Schalldämpfer und Stealth-Modul aktiviert hat, abkassiert werden, regt das einem aber schon ein bisschen auf. Oder das ist auch mal bei mir so, weil dann denke ich mal, leck, jetzt hast du wieder von hinten anschleichen. Aber wenn man selber näher mal eine Pumpe in die Hand nimmt, merkt man, wow, eigentlich muss man eben schon grössere Anstrengungen auf sich nehmen, um überhaupt an die Kills zu kommen, die andere easy peasy mit der Maschinenpistole oder mit dem Sturmgewehr eben machen können. Mit dem LMG spielen glaube ich nicht so viel und Sniperlist sieht man auch nicht allzu viel. Darum eben der Stealther und seht ihr, zum Teil kann man sich aus seinen Rattenlöchern rausballern, es war wunderschön gewesen. Und dass die letzte Campermoore dort im brennenden Eckli noch gerade der Sieg unserem Team gebracht hat, ist natürlich sehr, sehr positiv gewesen. Da musste ich echt auch ein bisschen grinsen, wenn ich mich hier korrekt zurückerinnere. Und wir werden es nachher in der Gesamtabrechnung sehen. Ich will mich jetzt hier nicht allzu fest brasten, aber die Runde ist rein punktemässig sehr gut gelaufen. Kills habe ich auch einige gemacht. Klar bin ich öfters gestorben als in Gameplays, die ich jetzt schon gezeigt habe. Aber ich finde, mit dem muss man eigentlich klarkommen. Mit der Pumpe wird es die einfach öfters abkassieren als mit einem Sturmgewehr, mit einer Maschinenpistole. Ausser du versuchst dir irgendwie wirklich eine super Position zu verschaffen, indem du dich nur in einem Gebäudekomplex aufhaltest. Je nach Map kann ja das schon funktionieren. Aber wenn du ein bisschen rumziehen willst, ein bisschen Action willst, dann musst du mit der Pumpe eben auch damit rechnen, dass du dich mal verwünscht. Und das ist ja nicht so schlimm, weil eben ja KD am Schluss interessiert es ja keine Sau. Und das ist eben das Geile. Titanfall macht echt viel Spass. Und
dann läuft es aber auch gut. Sicher nicht für alle gleich gut und mein Team war sicher froh, dass sie mich hatten. Ohne jetzt selber zu fest um mir Honig ums Maul zu schmieren, habe ich wirklich einen guten Score geschafft. Und ja, eben, das macht mir echt Freude, das Game. Der Deal mit Facebook und Oculus VR macht mir weniger Freude, aber wir schauen mal, was die Zukunft bringt. Und es würde mich noch interessieren, was ihr davon haltet. Ob ihr noch irgendwie mit dem Oculus VR überhaupt ein bisschen auseinandergesetzt habt, ob ihr einfach ein bisschen durch die Videos hier auf dem Kanal davon gehört habt. Was haltet ihr generell davon, wenn Facebook noch so ein bisschen coole Firmen schluckt? Wäre cool, mal ein paar Worte von euch zu diesem Thema zu hören. Merci für zuzuschauen und das Feedback gegebenenfalls. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wenn ihr auch immer das Video schaut. Ciao zusammen.